So, dann geht's gleich weiter mit dem nächsten Kracher, und zwar gegen Manchester City. Wo waren die in der Tabelle? Sechster. Bei einem Sieg kannten's an uns nicht vorbei. Aber Liverpool. Torjäger, sind wir Erster mit 16 Toren. Das ist ganz gut. Ja, Ronaldo ist der beste Vorlagengeber. Gut, Verhandlungen haben wir sonst nichts zum machen. Und wir haben ein Heimspiel. Gut. Dann wir mal. Und es sind alle fit. Das ist so, ja, ziemlich selten der Fall, dass wir alle fit sind. Bis auf den einen, aber das können wir verkraften. Und sogar die Ersatzspieler. Zumindest die meisten. Ja, dann brauchen wir gar nicht groß umeinander tun, sondern können gleich starten. Und zwar im St. James Park, bei uns daheim. Also, Manchester United haben wir schon weggehaut. Jetzt haben wir noch gleich eher einen Rivalen auch noch weg. Wenn möglich natürlich. Bei den AFA Freibahn da unten. Ja, es gibt die erste Ecke. In die Hände von Schmeichel, habe ich gerade vorher noch gesagt, ne? Der hat ja mal, ist ein Klassikspieler, also dänischer Nationaltorwart war das. Und hat lange Zeit bei Manchester United gespielt. Tevez. Immer noch Tevez. Nasri. Oh, erwischt er den? Ich glaube nicht. Wenn er jetzt der erwischt hätte, dann hätte man aufs leere Tor schießen können. Ja, die spielen schon anders. Die machen da mehr Dampf als Manchester United. Santon. Und das war kein Abseits. Ja, aber Rabiat sind's. Zidane haben sie auch. Also bis jetzt sind sie nicht schlecht. Aber es muss ja nichts heißen. Ja, der Abstauber. Also somit führen wir. Denn wir haben ja auch klasse Spieler da nicht. Vor allem den Baba vorne. Und er macht sein 17. Saisontor was. Ja, den haben wir abgestaubt und führen damit. Gleich mal verdient. So, zieht an. Spät am Flügel. War das nicht mehr der offensive Mann im Mittelfeld?
Das war kein Abseits, oder? Foulspiel vom Torwart. Gibt's das? Jetzt seht ihr wieder nicht. Lipaski, der nächste Klasse-Spieler. Nasri. Und wieder unser Konter. Fafan. Ich finde, seit der bei uns spielt, sind wir um einiges stärker geworden. Neskens. Den erwischt er, den erwischt er. Jawohl. Ja, sogar mal. Aber gut, das passt ein bisschen, ne? Ich glaube, in England ist das... Da lassen viel mehr durchgehen als bei uns. Also die Schiedsrichter, Mann. Tebes haben wir Rabiat gestoppt, der hat ihn aber schon wieder. Und schon wieder verloren. Ben Afa. Und das war die nächste Chance. Und jetzt gibt's Ecke. Aber die war zu weit und es war der eigene Mann, der aufs Tor geschossen hat. Ja, einfach mal probieren aus der Entfernung. Santon leider vorbei. Und man sagt schon, ich habe da ein bisschen rumgebastelt mit dem Tour. Neskens hat jetzt eine andere Frisur, weil die Standardfrisur hat mir nicht so gefallen. Und ich glaube, unseren Trainer habe ich auch umgestaltet. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, der hat zuerst ein paar Rennen gehabt oder so. Lipaski. Und wieder Ronaldo. Kabay kämpft, erwischt nicht. 2 Minuten noch und dann ist Halbzeit. Zidane. Lipaski. Aber der Dodo dazwischen. Und es gibt keine Nachspielzeit. Aber vielleicht noch eine Chance für uns. Nein, die gibt's nicht. So, vorbei. 1-0 erst einmal. Zur Halbzeit. Und Manchester hat nicht eine Chance gehabt. Also Torchance. Und auch diesmal möchte ich nichts wechseln. Zumindest noch nicht. Weil wir ganz gut spielen. Kolarov. Yaya Touré. Wieder Kolarov. Nasri. Ja, wir haben Zeit. Also uns pressiert es nicht. Wir führen 1-0. Die anderen müssen da mehr Druck machen. Wir warten nur auf Gelegenheiten. Damit wir vielleicht noch mehr abstammen könnten. Immer noch Zidane. Immer noch. Ja, Lipaski. Ich weiß nicht mehr, Lipaski, wo hat der gespielt? Das war ja ziemlich bekannter Spieler in Deutschland. Aber keine Ahnung, wo der gespielt hat, bei was im Verein.
Jetzt hat er auf jeden Fall noch nicht abgekriegt. Santon. Ben A verflitzt. Ronaldo rennt damit. Ja, er macht das. Ja, somit steht es 2-0. Super. Das hat er ganz Drucker gemacht. Verdient die Führung auf jeden Fall. Und bei Ronaldo müssen wir nicht so aufpassen, wegen links oder rechten Fuß. Der nämlich so ziemlich mit beiden Füßen gut. Tardelli. Favre. Wieder Ronaldo. Und Tevez. So, zur Sicherheit nehmen wir mal zum Torwart. Also wie gesagt, wir haben Zeit, wir können da mal hinten rundum spielen. Fahrfahren. Ja, aber gar nicht so schlecht spät der Pass. Libaski. Nasri. Und Kolarov, der Verteidiger. Und wir haben wieder Ballbesitz. Jetzt kommt noch ein Stürmer, Aguero. Das ist so irgendwie der Verwandte von Maradona oder so, oder Neffe, keine Ahnung. Oder war es ein anderer, ich weiß gar nicht mehr. Dodo. Jetzt stehen soll er hinten drin hat. So, Manchester kommt wieder über Tevez. Ist vorbei. Ja, aber mehr hat er nicht zu bieten, außer den, ja, Schuss mag ich es gar nicht bezeichnen. Aber der war besser als der von Tevez. Fahrfahren, 3-0. Ich hätte irgendwann das irgendwie der Tor erwischt, aber der ist drin. Hat. Ja, der war gut geschossen. Aus gut, ja, gut 16 Meter waren es. Ja, somit führen wir 3-0. Und es schaut so aus, als ob man die nächste Mannschaft aus Manchester vom Platz schießen. Jetzt bringen sie noch einen Balotelli. Also sie setzen auf jeden Fall auf Offensive. Und wieder Fahrfahren. Es gibt Ecke. Und der war wieder gut geschossen. Aber diesmal war der Torwart ein Tick besser. So, diesmal wechseln wir aber aus. Wir könnten mal Destro bringen. Ronaldo hat seine Pflicht erfüllt. So, Ben Arfa kann eigentlich auch aussehen. Dann bringen wir dafür
den Herrn Oscar. Und in der Verteidigung mag ich da neue bringen. Vielleicht haben wir den aussehen. Ja, die Ecke war nix. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dass ich davon nichts halte, weil Manchester ist ja doch auch so eine Mannschaft, die eigentlich nur zusammengekauft ist. Weil die waren ja vor Jahren die nix, die waren ja nur so... Ja, so eine Mannschaft, die nur irgendwie im Mittelfeld von der Tabelle rumgedümpelt ist. Und dann hat so irgend so ein Typ aufgekauft und investiert dann einen Haufen Geld in die Mannschaft. Ja, wir gewinnen 3-0. Und der zusammenkaufte Haufer verliert, ja. Haben so gut wie keine Chance gehabt. Und effektiv waren nur wir. So, was treibt die Konkurrenz? Tottenham gewinnt. Chelsea gewinnt da. Liverpool verliert. Das ist super. Arsenal verliert. Das heißt, 2 Punkte Rückstand nur noch auf den zweiten Platz, ja. Auf dem 5. haben wir schon mal 5 Punkte Vorsprung. Ja, es schaut gar nicht so schlecht aus. Aber es wird kompliziert, Chelsea vom ersten Platz aber zu schießen. Die müssen schon einige Fehler noch machen und verlieren.